Pam, Pam, schnapptere Pam, wir wollen Riefkoche an. So, liebe Freunde, genau so sieht es aus heute. Wir machen eine schöne Riefkoche heute. Von der Mom. Von der Mom, die hätten sie doch. Ja, die hätten sie im Riss gelassen. Deswegen, was willst du machen? Wir machen es selber. Ja, selber machen. Wo machen wir den Ball? Koch dich Kölsch. Ja, liebe Freunde, ne? Eine einfache Sache, Riefkoche, super Gericht, schön einfach. Was brauchen wir dafür? Ganz einfach. Wir brauchen Erdäpfel. Genau, wunderschön. Erdäpfelchen. Man kann dazu, muss man nicht, ein bisschen Öl reinmachen. Ja, wir machen es. Ja. Pfeffersalz, kennen wir ja alles, unsere Sachen. Und Ja. Muskat. Muskat natürlich, keine Frage. Als Topping machen wir natürlich noch ein bisschen mit Lachs. Den haben wir schon hier drin, den lassen wir kühlen. Ja. Und wir machen eine Klatschkäse. Ja. Ja, wir nehmen mal ein bisschen Quark. Genau. Ein bisschen Quark. Schande hier. Ah, der ist da. Ein Ah. Schüsselchen voll. Ich versuche weniger zu kaufen. Mit Schlüssel. Natürlich überall anders auch. Natürlich. Ja. Da gehört noch ein bisschen Dill drin. Also, natürlich aus dem eigenen Jahre. Hey, Genau. aus dem Jahre. Wo sind ja? Aus dem Jahre. Dann haben wir noch wieder Ölig. Ja, auch. Ja, wir sind Ölig-Freunde. Ölig. Ja. Wir sind uns heute Abend Ölig. Genau. So. Und natürlich wieder ein bisschen Raki-Milch. Genau, ein halbes Raki-Glas Mischolch. Achso, haben wir jetzt zuerst für die Riefkoche. Ja, lecker Ei. Ei. Ja, das ist ungefähr ein halb Kilo Tuffle oder Erdäpfel. Genau. Gehört ein Ei dabei. Gut. Ja, Jetzt reden. machen wir jetzt die Riefkoche. Die Ja. muss natürlich geraspelt werden, ne? Ja, machen wir. Keine moderne Maschinen diesmal, alles Handarbeit. Schön schälen das Ganze. Und dann einfach hier über den Rief, über die Katz und dann natürlich hier über die Feine. Genau. So, das zeigen wir euch gleich. Seht. Ja. Vergessen zu erwähnen, der Klatschkäse sollte man vor dem Riefkoche ein Stündchen in den Kühlschrank tun. Deswegen machen wir den jetzt zuerst an allererster Stelle. Da zeige ich euch jetzt mal ein bisschen Dill, Ölig, Milch, der Quark, kleine Schnibbele, alles und dann vermengen, fertig in den Kühlschrank. Ja, wie lange dauert der Driss eigentlich steht? Ganz spitze Sache, ganz schnelle Aktion eigentlich. In diesem Fall würden wir heute mal sagen, ein kleines und ein großes Kölsch. Ich muss euch schon, der Lazarett ist schwer. Ja, wir sind schwer, uns haben wir schwer durchgesucht. Ja, schwer durchgehen. Ah ja. Durch eine Veranstaltung, ich denke, doch nicht Kölsch nicht. Nee. Ja. Aber so mit den Augen löschen. So, jetzt hier die Finger. Verbessern wir jetzt. Damit ich jetzt die ganze Driss So ein bisschen im Milch. Kies. Milch nach Bedarf, damit nicht zu flüssig wird. Stehen ja auch flüssig Nahrung, aber jeder Quark ist sonst ein bisschen zu flüssig geworden. Das sind nur noch ein bisschen. Da kann das hier, da muss man abschätzen. Ja, das sind nur noch ein bisschen Quark hinten her. Genau. Koche dabei. Kann man dabei. Dann so Brotspiel. Aber eben noch so geschwart, hätte Oma früher mal gemacht. Schön Schiefbrot, ein bisschen Butter, Erdbeermarmeladschka und dann mit Quark drauf. Das war ein richtiges Highlight meiner Kindheit. Das war Hat's überhaupt Kindheit? mehr hatte man ja nicht. Unser Quarkbrot mit Marmelade. Klar, natürlich Pfeffersalz. Gut. Ein super Cremchen. Aber In den Kühlschrank. kannst du YouTube machen. Freunde, spart euch die Plastikfolie, die Frischhaltefolie. Jeder, der Frischhaltefolie nutzt, ist schlagen wir kaputt. Denkt an unser Ozean. Der Tellerchen reicht. Guter Einwand. Ja, ja, oder? Safe the house, ne? Oder wie der Brite sagt, ne? So, gleich wieder die Woche. So, jetzt
Es gibt der alte Hausfrau-Trick, wie mäht man ordentlich Riefkocher. Der Mann zeigt euch jetzt wie geht. Wir haben hier schon mal ein paar von den Erdäpfeln für euch gerieben. Wir wollen nicht, dass hier alles von der Blut ist von dem Schüsselchen. Das war ein riesen Spektakel. Hand dabei. So, jetzt ganz wichtiger Punkt. Leute, wir brauchen ja die Stärke von den Toffee. Deswegen alles auf Küchenpapier. So, hier rein. Die ganze Brühe fangen wir nämlich auf. Und trinken die. Trinken die. Dann frittieren wir das. Ein Stückchen Butter. Und dann das Ganze ausdrücken. Damit die ganze Brühe da aussieht. So, das sind uns quasi rustikalische Erdäpfel. Richtig. Fügen das hier noch rein. Muskat. Also erstmal ein bisschen Muskat. Wir hätten normalerweise zuerst Ölig reingemacht, aber wir haben hier nur die eine Riese, wir haben keinen Bock zu spülen. Deswegen ein bisschen Muskat. Schüssel her. Der Schüssel von dem Nüsschen. Der Ei. Vom Eierman. Vom Eierman. So, und dann final geht unsere Ölig. Ich denke, der ältere das kleinste ist Ja, das ist schon nicht. Nee. So, wir sind fertig. Wir müssen Ölig wegschmeißen. Ich schweißgelegt sind. Mit der Rest kann man natürlich schön essen. Das ist ein Abtropfen. Ja, das kann ich Ölig essen wir einfach. Ja. Und jetzt haben wir hier alles drin. Salz, Pfeffer. Wichtig. Right. Ein Indianer kennt keinen Schmerz an der Blende so schön. Ja. Indianer kriechen nichts. Ja. Ja, aber auch gut. So. Ich schütte mal hier den Rest von der Brühe fort und sammeln nur die Stärke auf. Ach, der ist schon. Sind die Staatssoldaten. Ich schmecke schon mal. So. Hier sieht man das quasi. Hier das weiße Zeug. Das ist quasi die Kartoffelstärke. Sieht aus wie eine hocherotische Sache. Ja, hocherotisch. Oh ja. So, das wird das Ganze durchgemengt. Und dann ist der Riefkocherteig auch schon parat. Oh Freunde, wichtig, ganz viel Öl in der Panne. Da sind richtige Pfütz drin. Ja, richtig fit. Wir müssen richtig schwimmen, Junge. Jawohl. Jetzt die Flasche leer. So, jetzt warten wir, bis sie heiß wird und dann geht wieder. Genau. Prost. So, du auch Prost? Ja, ich mach auch. Damit ihr. Du auch Brust. Ich auch. Ich brauch Brust. Papa Brustlos. So, ihr Lübchen. Kochlöffel haben wir keine mehr an, Spülmaschinen. Aber wir sind ja auch mit den Chinesen gut befreundet. Wir Kölsche Junge, wir können ja mit Chinesen. Deswegen Hausfrauentrick, reinhalten. Dann blubbert das ein bisschen schönerweise, das Öl ist heiß. Können wir eine reinschließen, mein Gott. Moment, Kölsch für die Sprache. Schmiest du dir eine rein? Ich zähle mir eine rein. Kann man einen ordentlichen Löffel machen. So, Rick, Slattmade. 2 bis 3 Minuten wenden, weiter geht's. Ja. So, ihr Flöckchen, Halbzeit ist erreicht. Und so eine nimmer gerade vorher. Bei der Hitze in der Pfanne sind schwer heiß. Wenn der Riefkocher am Rand anfängt braun zu werden, dann müssen wir ihn drehen. So, zeig euch jetzt mal. Einfach hier
Und dann ist er schön goldbraun und gleich wird die Esse. Prost zusammen. Ja, so sieht es aus. Der Rebkuchen ist gut. Wir holen den jetzt mal raus. Wunderbar, großer Ding. Ein großer Ding. Guck mal hier. Wunderbare Farbe. Schöner wie auf jeder puckelige Kirmes, die hier irgendwo ist. Absolut. Ein bisschen abtupfen. Das hängt doch nicht in so einer Fettspratze, in so einer Pool drin. Genau. So. Und hier ist das hier. So. Ja, da ist noch ein bisschen Lachs dabei. Schön daneben. Ein bisschen Pfeffersalz kommt da drauf. Ja, ja, genau. Kann man gerne. Kannst du auch hier. So. Ja. So, ein bisschen drauf. Ja. Ja, jetzt ist es aber nicht. Ja, genau. Klatschkäse. Oh, jetzt sieht er aus. Ja. Freunde, da ist das Ding. Ja. Wunderbar. Ich würde mal wieder sagen, eine perfekte Riefkuchen. Nein, der perfekte Riefkuchen. Lecker Klatschkies. Lecker Klatschkäse. Super Und ja, Lachs. Ja, Pfeffersalz. Und wo ihr kriegt ihr das zu essen? Das geht nur bei Koch dich Köch. Prost, Prost zusammen. Ja, Guten Appetit. Schönes Wochenende. Bis demnächst. Ja, genau. Tschüss.